feierlich Kommemoration an Russland, dass der Tricht so Herr Karteiser. Ich meine nicht, weil das so, dass man die Befreiungen, die man am Zweiten Weltkrieg hatte, Gott sei Dank, als wir auch Matze verdanken, den Afferdemos von der Sowjetunion, da waren über 20 Millionen Todesser. Und ich meine, dass so gelegen wie der Haier es nicht mehr richtig wäre, von all die Demos alliiert hätte können und den Feierlichkeiten teilholen. Das heißt ja nicht, dass den auf andere Frohe muss da kommen. Aber ich meine, dass bei dieser Gelegenheit da war russische Vertreter können dabei sein, an andere Vertreter von den Staaten, die der Sowjetunion nur gefolgt sind. Russische Vertreter an Aggressor Wladimir Putin? Ich meine, wer den Blick von einer Invitation Russland gegangen wäre, hätte können verhandeln, wie Russland vertröde gewirrscht wäre. Das kann ich nicht so. Und aber auf jeden Fall wäre unruhig gewirrscht, Russland zu invitieren. Das ist nur so, dass ich meine, dass die Geschichte von dem Krieg und noch die Situation aktuell ziemlich einseitig präsentiert wird. Und nicht eine ganz lange Vorgeschichte. Das ist auf jeden Fall ein Krieg, wo wir von Anfang an gesagt haben, wir sollten auf ein Verhandlungsresultat kommen. Aber wir freuen uns doch darüber, dass es in die Richtung geht. Du siehst, echt Friedenskonferenzen gehen an der Schweiz organisiert. Und das ist genau der richtige Weg, wo mir von Anfang an gesagt hatte, dass der eine Krieg ist, der muss auf diplomatischem Wege gelöst gehen. Der Krieg den hat eine ganze Reihe Ursachen, die sich am Laufe der Zeit aufgebaut haben. Du hast erstens also die Expansionspolitik von der NATO, das die Situation von der russophonen Minoritäten an der Ukraine, das den Zustand von der Politik an der Ukraine, an der Freiheiten an der Ukraine. Es sind eine ganze Reihe Elemente, die kaum... den Zustand von... Ja, ganz einfach, weil man von 2014 bis 2022 praktische Bürgerkrieg an der Ukraine hatten, wo die Regierung, wo Kiew die russophonen Minoritäten aber auch mit starke militärische Mittel bedrängt hat, auch Beschuss auf Zivilleid. Und das muss ich, das geteilt nicht diskutiert. Das ist aber wichtig, wenn ich will verstehen, wie die überhaupt zu der Invasion kommt. Die völkerrechtswidrig ist, aber dafür ist es eben wichtig, dass all die Elemente auf den Tisch kommen, für eine Friedenslösung zu finden. Und wie gesagt, löser orientieren wir uns auch in die Richtung. Und darüber können wir uns nicht mehr freuen. Für was sollte Putin sich auf Friedensverhandlungen anlassen, also am Gang und Terrain zu gewinnen, also im längeren Hebel am Moment? Weil auch Russland ein Interesse daran hat, wir auch über den Krieg raus an einer europäischen Staatengemeinschaft können zu leben, wo Russland keine Kontakte, auch ökonomische Kontakte mit anderen haben. Es liegt auch am russischen Interesse, für eine Gesamtfriedenslösung zu finden. Wir hatten am April 2022, wo den Aufkommen von Istanbul, was schon paraphiert war, Lesungen proposiert hat zwischen Russland und der Ukraine. Und da ist es darum gegangen, für binnen 15 Jahre eine politische Lösung für den Donetsk und Krim zu finden. Dat wo Dich 2022 am April von den zwei Staaten ratifiziert, dass durch eine Intervention von Boris Johnson Sängerzeit, dass das nicht umgesetzt kommt gehen. Doch Butcher. Kriegsverbrechen sind sie geschieht, Kriegsverbrechen müssen abgeklärt gehen, das nicht chronologisch nicht wenn es Butcher, wo es nicht zur Umsetzung von Makov in Istanbul kommt. Da das chronologisch klappt nicht. Das ist nicht die Intervention von Boris Johnson. Ich ging gerne just vom Herrn Karteiser wissen, von denen doch, sie denen als Meinung, dass Herr Putin ein Kriegsverbrecher ist. Ich bin der Meinung, dass wir an einer Situation sehen, wo es keinen Sinn hat, weder den Herrn Zelensky, wo auch Kriegsverbrechen auf ukrainischer Seite gemerkt gesehen, oder den Herrn Putin lose uns klonen. Ich will auch sagen, dass der internationale Gerichtshof, der International Criminal Court, hat eine Prozedur angelegt gegen den Herrn Putin an einen anderen Member von ihrer Regierung. Das muss natürlich geklärt gehen für ein Gericht, wo das hier gehört. Aber als Diplomat so eine Gier, es tut kein Wert, an der Rhetorik zu schaffen, dass ein echten Interesse ist, weil doch am Interesse der Europäischen Union aus, dat das wie so sehr wie méch eng Friedenslesung wie d'Ukraine ze fannen. Herr Putin braucht Truppen zurückzuziehen, dann hummer Frieden. Wann man dat net merkt, los mich dat doch so. Los mich dat so schmengen mir lewen hafleisch de best an Illusionen. Wann man net merke, wann man net probere Friedensverhandlungen so sehr wie méiglich zu kreen, dann riskieren man den Staatsënnergang vun der Ukraine, weil die selber mat recht gesagt man da merkt den Territoire, die Russland mat der Zeit kontrolliert, die wiest an net das einfach so van den Staatsënnergang vun der Ukraine net fëll. Da muss ich gucken, dass verhandelt, weil die Ukraine selber op sich gestalt huet keine Chance militärisch gegen Russland zu prävalieren. Das ist einfach nicht möglich. Herr Görens, ich muss ich so die aktuelle Evolution als die Schweizer Konferenz, die Lotte Summit den 15. und 16. an der Schweiz soll deholen, gött eigentlich an dat die Schweizer Regierung gött nicht zu dem Erfolg, den sie erhofft hatten, weil ganz viele Länder rund um die Welt nicht füllen deholen, weil Russland an der Konferenz nicht invitiert wird. Was geschieht, als dass die Schweizer Regierung an der schon gesot, wenn der Verteidigungsminister soll eine volle Konferenz kommen,
an die Konferenz gëtt Russland mat invitiert. Dat heißt, die entwickelt Sachen, ich kann dat moralisch und so weiter nur vollziehen, mit das einfach net die aktuelle Situation. Die aktuelle Situation, als dat probiert gëtt, eng Friedenskonferenz mat Bedeligung vu Russland zu organisieren. Ob dat gelingt, mir hoffen dat, aber mir muss gesehen, ob dat an den nächste Main ka gemerk gehen, weil das wirklich gemeinsam Interesse dat man die Situation lesen. Ukraine recht aufgrund vom internationale Rechtfest verteidigen. Selbstverständlich beizustellen. Selbstverständlich. Wäre mir net die allerrecht, wenn man net geben, mat alle Mittel gucken, dat Ukraine zu ihrem Recht könnt. Wir haben Acklang zu sehen, mit der UNO-Charta und noch mit der Helsinki. Dafür braucht man die Konferenz. Die Konferenz garantiert den Succès, wenn den Herr Putin mal abhält, Soldaten zu schicken an, seht, können wir eine Waffe raus, er soll abhalten. Ich will just nicht eng, wenn die Konsequenzen von dem Krieg aus, dass man gesehen, dass sich auf Weltniveau eine Allianz Russland-China formiert. Und das ist für uns effektive Risiko, das auch eine Ursache, wir müssen deeskalieren, weil wir gesehen, dass an der Welt auch man BRICS eng Allianz eng antiwestisch Allianz entsteht. Dass Allianzen entstehen, da das klar, dass sie sich verschieben froh schüst wie en Konklusion in 30 soll in der so quasi primunden Aggressor für zu soen, die gehen mich stärkt. Das wird froh. Dat war das Resultat von unserer Politik an dafür ist es schon wichtig, dass man zu einer neuen Friedensordnung kommen. Weil man sowohl die amerikanische Politik auf Taiwan oder die westliche Politik von der Welt, da huet China eng direkte Kontentieux am Westen, an der Ukraine huet Russland de Kontentieux am Westen. Da ass eng Interessenallianz, die entsteet, wo auch einer Staaten wie Iran, Saudi-Arabien und so weiter drin interessiert sind, an déi fannen sich zu summen an dem neue BRICS-Gruppe vu de Westen, an dass die HKier seit dem Ende vom Zweiten Weltkrieg, wo mir auf einer ganze Reihe von hiesichten minoritär sind mit den westlichen Positionen. Das ist kein dauerhaft stabil Position, und dafür muss man gucken, ob man deeskaliert. Das ist ein Interesse. Das heißt, dann sind Werte. Nee, das heißt geopolitisch so handeln, dass wir als Westen als Werterinteressen, als ökonomische Interessen, als Sicherheitsinteressen weiter können vertreten. Und wir sind Gefahr, dass wir so viel Einfluss an der Welt verlieren, dass wir das nicht mehr so machen. Was sind die Grundwerte von der Union? Also da sind nicht mal Herr Hansen auf einer Linie. Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte, persönliche Freiheiten, das funktioniert unabhängig Justiz, das sind die Sachen, auf die wir handeln, und die müssen unbedingt geschützt und noch verteidigt gehen. Also wat der jetzt Ruko geht, du muss ich so ich denken, du hast einfach eine Dämonisierung vom politischen Gegner, weil mir hunlo ganz lang eng echter Linksallianz gehabt, lo hast Möglichkeit, dat vielleicht eng dat politisch Alternanz wie dann in der Demokratie geschieht. Was den Extremismus geht, will ich so erstens gibt viel verschiedene Sorten auch Lenkeburg, aber der Extremismus geht, du denken ich, dass normal Konservativparteien überhaupt nicht extremistisch sind. Ich denke an der politischer Theorie ganz klar Kriterien dafür, dass das einfach erstens Prävalenz von einer Klasse oder von einer Rasse gehen, die wird den Recht auf dem Individuum, das an der EKR absolut nicht akzeptiert. Ein zweitklassisches Beispiel wie der Rechtsextremismus als den Antisemitismus, da wäre mir als Martina Matfeister gehend, das sind die klassischen Stähler, und dann als natürlich auch der Schutz zum Leben, weil wir extremistische Parteien als normalerweise den Einzelnen, den Schutz zum einzelnen Leben nicht wichtig, während bei uns ist das eine absolute Priorität. Dafür, wenn die klassische Theorie, also klassische Theorie holt, dann als Keven den Kriterien, den der Rechtsextremismus ausmischt, ob irgendeine EKR-Partei zu applizieren. Und eng von den anderen Parteien am Parlament? Ich kenne die Parteien zum Deal an zum Deal auch nicht sind immens viel am Europaparlament sowohl längst wie jetzt ich sie nicht einfach nicht utiert wie ein Gesamtanalyse. Ich kann nicht so doof, wo man den Extremismus gesehen werde mir bekämpfen, weil man das nicht füllen. Das ist aber eine Rhetorik, da muss ich aber so für allem, wenn man da Metzl von den Geringen, du stellen ich mal froh. Und ich höre zum Beispiel, dass die Geringen für Freiheit schwätzen, aber mit ihrem eigenen Slogan, «May lebt man Hersfettmengen sind der Sie wollen eine totale Kontrolle vom Internet zum Beispiel. Ich habe den Eindruck, dass Parteien wie mir, die konservativ, ja, die schreiben in ihrem Wahlprogramm, die hat gerne Moderateuren, die alle Sprachen schwätzen, auch Lützeburgisch, wie das Internet können komplett kontrollieren am Kader vom Digital Services Act. Das steht telkel an ihrem Wahlprogramm. Und da so mir einfach dann sind mir einfach eine Partei als konservativ, mir gehen den Leuten Freiheiten zurück, die sie vielleicht nicht tun. Oder wie beim Verbrennermotto,
wie bei der Heizung. All die Sachen, die sind eng Diktatpartei. Und dann kommen dir an die Welt für Freiheit schwätze, wobei dir die Partei sieht vor, kann nur vorzeigen, dass dir die sieht ja mechten dat Freiheit wenn die Leute erschrecken inklusiv Meinungsfreiheit am Internet geht. Mir so dass in Europa wo die Nationen méi der Geschichte von Europa, der Kultur von Europa entspricht wie das amerikanische Vierbild von einer föderaler Struktur. Das heißt, mir denken in Europa wo die Nationen, wo man nicht an den Föderalismus rangehen, als méi dauerhaft politisch akzeptabel und dadurch méi stabil wie die föderalen amerikanische Modell, die nicht richtig bei Europa passt. Ich kenne Beispiele, mir hat ja zum Beispiel die Einstimmigkeitsdebatte. Wir sagen zum Beispiel, das wichtig, dass wir können an wichtigen nationalen Interesse weiterhin als Interesse vertreten. Und wir gehen dasselbe Recht an andere Stadt. Und es geht hier. Wir haben ja eine Geschichte. Ich will das verstehen, weil die Stimmigkeit mir schon so oft darüber diskutiert. Ich wollte einfach wirklich wissen, was ist dann die Union um Ende? Also da just noch ein gemeinsame Bannemarkt, so lose Verbund? Oder also dann irgendeiner Form aber nach Metern. Wir an der ganzen Geschichte von der Europäischen Union als eigentlich den Usatz von Europa, wo die Nationen systematisch verfolgt gehen. Wir haben DAX progressiv Pilier gegründet an den Kader von der Verhandlungen von neuen Treaty, sie hat Amsterdam, sie wird anderer, wo man no konnte löser, weil man wer von an denen man konnten zu Summe funktionieren, haben man da verschiedene Sachen kommuntarisiert, als sind auf einer Prozeduren übergegangen. Aber das wurde löst eine löste Summe schaffen, wo man konnten als Staaten zu Summen den Terrain definieren, op dem man gemeinsam Entscheidungen können holen. Das ist der Prozess, den man während den letzten Jahrzehnten hatten. Und das auch los immer durch zum Beispiel die Vorschläge vom Europäischen Parlament am November 23, ob den Herr Gören sich auch eins berieft, da haben wir eigentlich vom Europäischen Parlament aus die Forderung wie Konvent für qualitative Sprünge Richtung Föderalismus zu machen. Und da sagen wir, das entspricht nicht dem, was Europa verdreht am Blick. Das sind Sachen, die gehen zu weit. Wir hören doch noch immer Regierungschefen und Länder, die matt sind. Erzählt doch nicht, da kommen wir darüber. Eng von den Propositionen, die sowohl die gering wie auch DP machen, als da zum Beispiel Vertragsänderungen, wo als Chambre muss keine Mat aufstimmen, solle per Majorité qualifié oder superqualifié wie bei der DP aufgestimmt gehen. Mit der Tisch der Chambre mo net mit der Mat aufstimmen von den Vertragsänderungen. Eng Majorité superqualifié, 4/5 vun de Memberstätten an eng Majoritéit vun der Population so lieber eng Vertragsänderung desideieren, dat Techt Lützeburg kennt du net mé könnt iwwerstimmt gehen. Mir ist schon noch ein Problem, wenn ich ein konkret vorstellen, ich brauche keinen geschichtlichen Exkurs. Ich will einfach schon gefroht, was also danach an Ehren nennen, was will der, worüber zielt er hin, also dann Firop nach gemeinsame Bandemarkt auf recht mcht all Land fir sech gut find. Wen verdreht net méi zu summen erbecht. Wir müssen als Europa sind mir relativ kleine Kontinent mit einer relativ kleiner Demografie an einer ganz großer Welt. Wir müssen zu Summe schaffen. Wir müssen noch immer neue Bereiche erfahren, wo man als Interessen zu Summe lehen. Aber das Modell, wie man das machen soll, an Eisen an ein dauerhafte Sinn, in die politisch nicht kontestiert wird, wie keine internen Spannungen zu holen, wo man keine Löser löst, die Bereiche, wo man zu Summe schaffen, ausbauen. Das ist eine positive Dynamik. Also in Europa, wo die Nationen steht, eine mehr größer zu Summen erbecht, absolut nicht am Weh. Das eng vor von Institutionen, wo den Fake Decisionen geholt gehen, dat mir méi sozial zu Summe schaffen Problem. 3 oder 4 Punkten antworten. Erstens mir stelle fest, dat mat erneuerbaren Energien leiden. Ich wollte wirklich ihr dat nächsten Kurs macht. Frau konkret Antwort op die konkrete mat der Dekarbonierung anwer denke mir, dat mir do viel bessere Vierschlag hun, weil de Green Deal, wo auch mat Entreprise schwätzen, die so dass der ganzen Druck den ausgeübt gött zu minimalen Abspurungen feiert an der Größenordnung von 0,4%. Das ist das Resultat vom Green Deal. Dafür mir bessere Vierschlag. froh nach Beantwortung froh, ob man an enger Klimaurgence sinn Überzeugung no ja oder nein. Von dem man so definiert, aber ich ging so ja, wie dat man können, ob dat kommen, wat ich eigentlich voll zoen.
an dat wird ich eigentlich voll so, dass dat mir eigentlich ein bessere Modell hunn wie viel miséier massiv können ze dekarbonieren. Anzwer aus dat die Idee, die well man wissen, dat en ganz Reihe Kraftwerker rundem Welt, Kohlekraftwerker, Äner Kraftwerke vollkommen ineffizient schaffen, gegen mir Higoen an déi sanieren, eigentlich aus dem Druck a Platz Druck op Leiit ausüben am Verbrennermotter wat minimal Abspurungen gëtt globale Plan, gegen ma Higoen a wirklich die Plätzen, wo massiv Kohlendioxidemissionen sind, sanieren effizient machen. Denn wenn man dat durchrechen, als dat ganz ernst an der Griechen Ordnung am wir brächte net dieselbechten Druck ausüben. Dummer da will schnitt so dat man net och sollen dekarbonieren, wir können dat an engem Rhythmus machen, de fir d'Ökonomie a fir Leiit akzeptabel ass, och fir es Bauuren, a gleichzeitig op globalem Plan viel méi Kohlendioxidemissionen erspuren.